Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit dem neuen Let's Play. Ich freue mich wie Sau da drauf. Und zwar spielen wir Let's Play South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. Oh Gott, habe ich mich da drauf gefreut. Ja, es wird ein South Park Spiel, mal ein Comedy-Spiel auf meinem Kanal, beziehungsweise Comedy-Rollenspiel, könnte man dazu sagen. Und ich habe auch natürlich der erste South Park The Stick of Truth, beziehungsweise der Stab der Wahrheit gespielt. Den habe ich übrigens beim Kauf von dem Spiel hier noch gratis dazu gekriegt. Das heißt, ich werde im Laufe der Zeit ohne Hektik noch dem Spiel hier, was ganz aktuell erschienen ist, auch der Stab der Wahrheit auf Pelzig noch Let's Player für euch. Aber heute spielen wir brandneu auf jeden Fall die rektakuläre Zerreißprobe. Kleines Vorwort noch von mir an der Stelle. Nachdem Bioshock 1 beendet ist, wird Bioshock 2 erstmal ein bisschen warten, weil ich derzeit nur 3 Let's Plays auf einmal stemmen kann. Und deswegen werde ich auf jeden Fall erstmal South Park gründlich spielen, bevor ich dann mich Bioshock 2 wende werde. Jo, nachdem das geklärt wäre, will ich aber erstmal keine große weitere Worte verlieren und drücke zum Starten die X-Taste. Ach ja, eins noch. Es wird auch nicht mit Facecam erscheinen, weil ich auch hier die Welt wirken lassen will. Und ich denke, ich werde sowieso so häufig lachen, es sei denn, es ist dann einmal nach den 4-5 Episoden, die ich heute aufnehme, dass der explizite Wunsch kommt, Yankee spielt da bitte mit Facecam. Nur dann werde ich das machen. Nur wenn ihr den expliziten Wunsch äußert. Ansonsten bleibt es ohne Facecam, sodass ihr das ganze Spiel genießen könnt, ohne mal ständig grinsende Fresse hier dabei haben zu müssen. Okay. Ja, das erste, The Stick of Truth, war ja eher mit dieser Fantasy-Thematik, was ich ziemlich geil fand. Und das ist jetzt eher die Superhelden-Thematik, auf die ich jetzt sehr, sehr gespannt bin. Und ja, Merchandise gucke ich mir jetzt nicht an. Ich gehe mal kurz in die Optionen rein. Ich lasse es erstmal alles hoch. Audiosprache Deutsch. Oh, cool. Ist sogar in Deutsch alles nicht schlecht. Okay, dann lasse ich das erstmal alles so. Und wenn es zu laut sein sollte, dann gibt gerade auch wieder Bescheid. Weil leiser Dreher geht immer, aber ja, also wenn ich es jetzt schon auf voller Lautstärke habe, dann geht es leider nicht nochmal lauter. Dann müsst ihr leider daheim euren PC ein bisschen lauter stellen. Okay, dann fangen wir doch mal an. Spielen. Neues Spiel. Wenn es dir schwerfällt, Kämpfe zu gewinnen, dann versuche einfach besser zu werden. Ja, das ist mal wieder so typisch South Park. Furzt nie jemanden auf die Eier. Das ist auch so ein Cartman-Spruch aus dem ersten Teil, aus dem Stick of Truth. Das ist auch das klassische South Park. Ubisoft Presents. Ubisoft präsentiert. A Ubisoft San Francisco Production. A Ubisoft San Francisco Produktion. Schade, dass das auch nochmal übersetzt wird. In collaboration with Ubisoft Osaka, Massive Entertainment, in Zusammenarbeit mit denen, die ich gerade eben vorgelesen habe, South Park Digital Studios. Geil. South Park Digital Studios. Anna. Scrambles Reward $100. Ach, die Originalstimme. Recht und Ordnung. Das war einmal. Wie geil. Das Verbrechen wütet. Katzen verschwinden. Die Bürger werden zu Opfern. Oh, hey! Wer hat vor meine Tür gekackt? Was ist denn so? Wir hätten sie schützen sollen, die schutzlosen Bürger. Runter vom Auto, du kleiner Pisser! Aber politische Differenzen hatten die Superhelden gespalten. Wir sind 2 Lager im Krieg. Aber Krieg wird unsere Stadt nicht retten. Eine Zeitreise ist meine letzte Hoffnung. Mythen erzählen von alten Zeiten. Von einem König, der sein Reich einte, das von einem mächtigen Stab zerrissen worden war. Das spielt natürlich auf der ersten A. Schnauze, Mom. Keine Zeit zu verlieren.
Ich reise in die Vergangenheit, verändere die Gegenwart und finde die Katze. Und vielleicht kann ich auch so ungeschehen machen, was aus uns geworden ist. Sehr geil. South Park. The Fractured Butthole. Die rektakuläre Zerreißprobe. Aber sehr geile Übersetzung, muss ich sagen. Okay, wir spielen dann wieder einen unabhängigen Bu, der dann als Superheld mit dazukommt. Ich muss gleich dazu sagen, beim Stick of Truth hat man ja eigentlich nur die original englische Stimme gehabt. Deswegen finde ich es umso geiler, dass es hier auch mit der deutschen Synchro arbeitet, die ich sowieso sehr gut finde. Die deutsche South Park Synchro. Okay, Moment, können wir nicht auswählen, ob das ein Mann oder Mädel oder ein Bu oder Mädel sein soll? Na egal, komm, wir wählen was aus. Also anscheinend ist unsere Figur geschlechtsneutral, sodass wir anhand von Frisur und Bärte und so weiter bestimmen können, wie unseren Hansel auszusehen hat. Okay, dann würde ich mal sagen, ich spiele jetzt natürlich nochmal irgend so einen urige Bu, der hier ankommt. Oh je, oh je. Jetzt bin ich mal echt gespannt. Ich weiß auch gar nicht, was ich hier wählen kann. Beim Stick of Truth war es ja auch die Klasse, die man wählen konnte. Krieger, Magier, Schurke und Jude konnte man da wählen. Und hier bin ich jetzt mal äußerst gespannt, was man da dann zur Auswahl hat an Superheld. Ich würde sagen, ich passe den mal ein bisschen an und lasse den mal ein bisschen wie mich aussehe. Und wenn ich schon mit Facecam heute nicht vertreten bin und die nächsten 3 oder 4 Mal. Ja, okay, so kann er sich noch umdrehen. Ja, so sieht er ein bisschen aus wie ich. Aber ich würde sogar sagen, ja, das leider nicht mit Zopf geht. Machen wir doch mal die glatt rasierte Glatze. Die Farbe kann ich dir auch ändern. Ja gut, Glatze kann man jetzt nicht unbedingt ändern. Aber gut, spiel mal glatzköpfiges Kind. Der Cartman wird wahrscheinlich schon irgendeinen dummen Kommentar dazu parat haben. Dann Make-up. Der soll ein bisschen wie ich aussehe. Von daher, ich glaube, der braucht kein Make-up. Bärte. Gibt's mein Bart irgendwie? Das ist in der Sparversion mein Bart. Nee, das auch nicht. Das kommt ja noch am ehesten hier. Nee. Ich weiß, nee. Dass der wie ich aussehe soll, ist Quatsch. Dann, allein schon wegen dem Bart ist das leider nicht machbar. Deswegen würde ich sagen, wir lassen ihn erstmal relativ Standard aussehen. Und er kriegt dann im Nachhinein immer wieder individuelleres Outfit verpasst. Deswegen erstmal so stinknormale Kurzhaarfrisur. Ah ne, das war was anderes. Das ist doch so stinknormale Kurzhaarfrisur, die der erstmal kriegt. Und die kriegt er in... oh ne, dann kriegt man was zu hören von wegen Ginger Kids have no soul oder sowas von Cartman, wenn wir sowas machen. Halte mal den Gaul. Wir geben den einfach mal so nichtssagendes, schönes Braun. Das ist doch toll. Okay. Ein Bart kriegt er nicht, das passt nicht so sehr zu Kinder-Accessoires. Nee, komm, wir lassen kein, das soll kein Harry Potter werden. Kleidung. Gucken wir doch erstmal, was es so Schönes gibt. Ah ja, okay. So. Das ist wohl Standard, dass der wohl das Ding hier auch hat. Okay, dann machen wir doch dieses klassische rote Superheldentuch und geben ihm ein schwarzes T-Shirt, damit es auch schön passt. Und da, wie gesagt, möchte ich das rote Superheldentuch. Das ist doch ein schöner Kontrast. Das hat doch was. Hände. Ah, die kann er in verschiedene Handschuhe haben. Okay, was beißt sich dann da so richtig Schäde mit? Dieses Gelb beißt sich doch so hervorragend mit. Bärte kriegt er erstmal nicht. Da machen wir mal weiter. Schwierigkeit. Ja, komm. Oh. Alter, wie assi. Nicht auf den Kampf aus, nur auf dein ganzes restliches Leben. Alter, wie assi ist denn das? Okay, also je schwärzer man ist, desto schwieriger wird das Spiel. Na gut, ich werde sagen, wir wählen eine gesunde Mischung. Wir machen es eher im leichten Bereich. Wir machen so ein etwas käsiger. Ist das assi. So richtig herrlich South Park mal wieder. Großartig. Ich würde sagen, die Episode heute geht ein bisschen länger, einfach weil das Erstellen schon jede Menge Zeit geschluckt hat. Ancient Zaron. 627 nach Christus. Ah, du lapen sie immer noch. Sie sind überall! Lass sie nicht zu unserer Basis! Zu spät! Sie haben das Kapitell gestürmt! Ah! Sie haben die Basis! Schlag sie zurück! Auf die Augen! Ihre Rüstung ist zu stark! Sie tragen Fahrradhelme! Wo ist der König?
Ja, der Hexenkönig. Achso, oh, wir sind der König. Okay, ich hätte gedacht, der Cartman wär's. Deine Toilette, Schwierigkeitsgrad 1 Stern. Okay, wir spielen anscheinend immer noch dem Alter halte und drehe linke und rechte Joystick, um den richtigen Punkt zu finden. Nutze dann R2 zum Starten. Okay, alles klar, weil beim Stick of Truth ist unser Charakter, der Douchebag, der ist dann zum Königwoche, zum Schluss. Und sieht so aus, als würde man immer noch so starten, dass wir immer noch im Stick of Truth Fantasy Lab von den Kindern unterwegs sind. Und ja, dass wir immer noch der König sind. Moment. So. Fokussiere deine Kraft. Moment. So, bis es kommt und dann runter. Ah, nee, Moment. Ah. Halten. Jetzt R2. Und nicht übel. Rauszwicken. Ah, na. Das ist so fertig. Das war aber auch im ersten Spiel so. Kackmeister. Trophäe erhalten in Kupferstuben rein. Okay, jetzt können wir uns hier umgucken. Das ist so großartig. Furz sei weg, Flasche, Mittel gegen Analjuckreiz. Das ist natürlich alles aus der South Park Episode A gelehnt. Das ist so großartig, das ist so retro einfach. Wir sollten froh sein, dass er hier schon so schnell Freunde gefunden hat. Wir sind hier untergetaucht. Da machen neue Freunde nur Probleme. Du bist ja paranoid. Hör auf mit dem Scheißzeug. Es verändert dich. Oh, dieses Scheißzeug ist aber das Einzige, was das unerträgliche Scheißdasein mit dir erträglich macht. Oh, hallo mein Schatz. Ich hab dich gar nicht gesehen. Deine Freunde sind unten, Spätzchen. Los, geh spielen. Ja. Reizend. Ach ja. Ja, das ist immer noch selber Haus. Oh. Sieh mal, du hast ein Handtuch dabei. Hey Mann, ich bin Tauli, dein Spielkamerad. Ich werde dir ab und zu Tipps geben, weil, naja, wer mag denn keine Tipps, stimmt's? Na gut, wir sehen uns später. Denn wiederum mag ich nicht. Tauli bin ich echt kein Fan von. Gucken wir doch mal durch, was macht er dann? Er guckt wie, stimmt, was macht er jetzt? Ein Porno oder sowas bestimmt, Achtung. Ah, nee. Er petzt sich was rein. Anscheinend ein Brownie. Wahrscheinlich ein Hash-Brownie oder sowas. Und jetzt? Ah, gesperrt. Okay, wisst der Teufel, was er da macht? Ah, unser Zimmer. Sehr schön. Unser Goldfisch. Du hast jetzt auch gespeichert. Und unseren PC-Monitor, den brauchen wir gerade nicht. In der Spielzeugkiste ist nichts drin. Satz Spielkarten. Zählt als Schrott. Ja, das ist natürlich... Genau, die Gamesphere. Da gab es auch so schön die Episode mit dem Militär, was unbedingt die Gamesphere haben wollte. Und oder entführt hat, damit die Kinder helfen bei der mythischen Schlacht, dann bei der sagenumwobene, wo dann der Versuchsleiter dann Alien war. Und total verstörend. Und die Kinder interessieren sich halt einen Scheißdreck dafür und wollen einfach nur ihre Konsole wieder zurückhaben. Klebeband, Labschaum, Stoffballen. Sehr schön. Und da sind noch die Sache, Helme, Lanze. Okay. Dann haben wir soweit auch alles geschafft. Gehen wir runter. Gucken wir uns hier nochmal um. Ein Lithium-Akku. Oh, und die Mutter scheint anscheinend so heuler. Ich schalte auch mal den Fernseher ein. Wir sind ja freundlich. Was ist hier drin? Flyer, holt euch Kabel. Da geht's auch nicht. Okay, die greint wie ihr Blödi. Dose mit Ginger Ale, laktosefreie Milch. Ich hab nur was im Auge. Oh ja, der geht's blendend. Heulende Mütter sind immer gutes Indiz. Sportflasche und Tüte mit Chiporitos. Macaroni, Tortilla. Sehr schön. Ja, hier ist nichts mehr, was wir holen könnten. Ach Gott. Freunde stehen vor der Tür, Schatz. Geh raus zum Spiel. Okay, der hat uns nichts Großartiges zur Sache. Ach du Scheiße. Dann gehen wir mal lieber raus. Und... Mein Herr, die dreckigen Mauren wollen Castell Cooper in ihre Gewalt bringen. Du musst kämpfen, Herr. Wir brauchen dich. Sehr cool. Jetzt kommt wahrscheinlich Kampf. Bin ich mal sehr gespannt, wie das Desmo geregelt ist. Weil das Alte, das hat ja echt zu Wünsche übrig gelost von dem Kampf her. Ja, da können wir uns aber die Axt nicht holen, Stoffschild auch nicht. Das ist das Ende der Welt.
Okay. So. Wir gucken. Gezogen und wirst gleich König? Ich glaube, ja, du bist eine kleine Muschi. Dem Bauern eins aufs Maul, Herr! Ja, lass Drücke dir das nicht Viereck, gefallen. um Gegner zu schlagen und so einen Kampf zu beginnen. Kampfvorteil. Ah, so kommen wir dann in den Kampfbildschirm rein. Erteil ihnen eine Lektion! Okay. Hau sie weg, König! Drücke Viereck, um deine Kräfte auszuwählen. Ziele mit links auf den Gegner. Ja, da müssen wir einer vorgehen. Drücke X, um deine Kraft einzusetzen. Rückstoß-Kombo. Kräfte mit Rückstoß können zusätzlichen Schaden verursachen, indem sie Gegner in andere Gegner, Verbündete oder Objekte schleudern. Ah, cool. Da haben wir jetzt mehr Umgebung hier mit dabei. Oh Mann! Was macht denn der für Geräusche, unseren? Okay, mach sie richtig fertig! Okay. So. Moment. So. Und gib ihm. Quatsch. Ein paar auf die Schniss. Denn jetzt ist gut, oder? Wir können ihn nicht aufhalten. Macht die Wachen des dunklen Hofs bereit. Wow! Hast du gesehen, wie krass der König ist? Niemand ist so stark wie er! Das ist aber schon ziemlich heftig, was die da betreiben. Also die wickeln sich so richtig auf die Gosch. Nicht alle. Oh Gott. Die sehen schon ein bisschen garstiger aus hier, die Jungs. So ein bisschen Mad Max-Style. Ach, wie großartig. Greifst du einen Gegner zuerst an, erhältst du einen Kampfvorteil, wodurch du zuerst am Zug bist. Die vollständige Kampfreihenfolge wird in der Zeitlinie unten rechts angezeigt. Ja, das sehe ich. Die verschiedenen Kräfte wirken auf unterschiedliche Bereiche des Schlachtfelds. Du siehst die Reichweite einer Kraft in der Grafik, in der Grafik unter ihrem Symbol. Mhm. Hey, ich werd dran gewesen. Der König hat einen Kampfvorteil, der darf zuerst. Okay. Warte mal. Ah, da muss ich direkt vorne dran gehen, damit ich halt auf die Schnutschlache kann. Oder wie sieht's aus? Nee, du kann ich nix. Nee, geht nix. Okay, du bist zuerst dran. Wir haben's kapiert. Ah, cool. Das trifft aber nur... Ah, so treffe ich alle. Sehr schön. Und dann gib ihm. Oh Mann, das ist ja unmenschlich! Jetzt sind ja nur die Bösen! Stimmt, weiter, König! Die Laufen sind unaufhaltsam. Das ist ja unmenschlich. Okay, also der Furz kriege ich nicht nochmal hier als Flächeangriff. Dann kriegt sie erstmal die auf die Schniss. Die Mauern werden siegen. Ach, ist das herrlich. Das ist so herrlich. Den König nicht mal! Oh, oh, jetzt wollen die mich in die Zange nehmen hier, die Bursche. Gucken wir doch mal, dass wir erstmal den hier zurückgeprügelt kriegen. Der fällt dann noch in der andere Reihe. Ein kühner Hieb, König! Sehr schön, ja. Trophäe erhalten. Großer Rückstoß in Silber. Das war gut. Wahrscheinlich, weil ich beide besiegt habe hier damit. Dann würde ich sagen, wir schlagen den jetzt nochmal. Schön. Das bietet viele Möglichkeiten zum Taktieren hier, muss ich sagen. Los, wir müssen ins Kastell! Geht zur Seite oder sterbt! Wir gehen durch diese Tür! Niemals. Ach ja, warum nicht? Das alles hier vorne ist Lava. Oh Mann, echt jetzt? Das ist alles Lava? Legos, ne? Da ist Lava, da könnt ihr nicht durch. Zack! Los jetzt, gehen wir rein. Geht nicht, die sagen, alles vor der Tür ist Lava! Oh, das ist voll unfair. Was machen wir jetzt? Was macht ihr jetzt? Ihr sterbt. Lasst den Drachen Oh los. Gott, was kommt denn jetzt als... Nein! Ein Drache? Oh Wir sind am nee! Wir sind der Arsch. Niemals und Das ist der Drache, der brüllt. Alter, ist das räudig. Gegner können dich angreifen, während du etwas untersuchst. Gerätst in einen Hinterhalt, gehört dem Gegner automatisch der erste Zug. der König ist unbesiegbar! Alter, ist das so unglaublich räudig. Okay, dann prügeln wir den erstmal in die Dracherei. Okay, Rückstoß-Kombo, sehr schön. Schwächliche Schläge. Okay, der Ende ist schon fortgerannt. Ist der immer noch nicht tot? Jetzt kommt der Drache wieder. Feueratem. Die gestreiften Felder zeigen die Schadenszone eines bevorstehenden Angriffs an. Verlasse diesen Bereich, um nicht getroffen zu werden. Bleib nicht da stehen, wo er dich erwischt. Okay, das ist gut. Wenn du bereit bist, deinen Zug zu beenden, halte R1 gedrückt. Okay, warte mal.
Dann können wir auch unseren Pups nochmal machen. Ah ne, da treffen wir da leider nichts. Wir weichen nur erstmal aus. R1, Zug beenden. Okay. Ja, der Drache brutzelt hoffentlich sein eigener Typ. Sehr schön. Der brutzelt sein eigener. Dann kriegt unser König den Hammer der Gottesherrschaft. Dann probieren wir mal. Auto. Runter von der Straße, Drecksplagen! Okay. Sollen froh sein, dass die Kinder überhaupt noch auf der Straße spielen, finde ich. Aber großartig, großartig. Wie ich gerade sagen wollte, keiner hält den König auf, er ist allmächtig. Hammer der himmlischen Herrschaft. Erteile einem Untertan eine kräftige Abreibung. Und jetzt mit X. Oh. King Douchebag. Im Deutschen hätten sie es immer mit Saftsack übersetzt. Oh mein Gott, er hat den Drachen besiegt. Unglaublich. Das Kind ist der Wahnsinn. Aber Douchebag heißt ja eigentlich Hodensack. Nur so nebenbei einfach mal. Drücke Viereck, um gegen gesprungene Objekte zu schlagen. Wow, hast du gesehen, wie krass der König? Vielleicht gibt es einen Weg durch die Garage, mein Herr. Wenn es einen Weg durch die Garage gibt, wird der König ihn finden. Ja, Oh, nur was- der König kann den Geheimweg durch die Garage finden, also falls es einen gibt. Ich finde es Ja, nur großartig. unser unendlich weiser König kommt an dieser unüberwindlichen Barriere vorbei. Ich finde es großartig, dass die überhaupt die Originalstimme hier wieder verwenden. Nur zu, Eure Hoheit. Moment. Benutzt einen unvergleichlichen Intellekt, um hineinzukommen. Ja, aber halte X gedrückt, um Objekte zu bewegen, ja. Beware of irgendwas. Zum Aber- Kastell geht's hier lang. Ach, Moment. Ich bin doch auch ein Idiot. Ich bin doch auch ein Trottel. So, Moment. Ah ja, so kann ich das einfach machen. Okay. Gut. Wow, König Saftsack ist so ein guter Kämpfer. Habt ihr gesehen, wie er die Leiter hochgeklettert ist? Er ist wirklich der mächtigste König aller Reiche. Scheiße, er ist Wahnsinn. Ich dachte, der König macht einen coolen Stunt, aber dann kam nur das. Du bist tot. Okay, dann noch einmal. Und. Oh, okay. Das sieht besser aus. Was ist mit dem Stab der Wahrheit geschehen? Der Zauberer ließ ihn ins Meer werfen. Lügner, du wirst den Zorn der Mauren spüren. Rührt ihn nicht an, ihr Heiden. Gebt den Wagen frei, sonst bekommt ihr es mit dem König zu tun. Der König. Es heißt, er tötet Drachen mit nur einem Hieb. Ganz recht. Und wenn ihr nicht... Moment, wo ist der Zauberer? Ich dachte, er wäre bei euch. Nein, wir haben vorhin einen Notruf von ihm bekommen. Der Zauberer ist fort. Mein Name ist Kuhn, ich komme aus der Zukunft. Hey, wir wollten das nicht mehr spielen. Ja, wir sind verfeindet. Was soll das? Ich sag's euch. In meiner Zeit herrscht das Verbrechen und Katzen verschwinden. Ich muss das Team wieder zusammenbringen. Hey, nicht einfach das Spiel wechseln. Wo ist der Stab der Wahrheit? Halt's Maul mit dem Scheißstab. Eine Katze ist in Not, mit der wir das neue Verbrechersyndikat finden. In der Zukunft. Syndikat? Klingt eine Nummer zu groß für Cool and Friends. Willst du etwa, dass die scheiß Freedom Pals die Katze finden, $100 einstreichen und ihr Superhelden-Franchise berühmt machen? Fick die Freedom Pals, Alter! Genau. Schatzi-Pups, es klingelt ganz laut in deinem Spielzimmer im Keller. Der Kuhn-Alarm. Kommt, Kuhn-Freunde, holt euer Zeug und meldet euch im Kuhn-Versteck. In der Zukunft. Kuhn and Friends sammeln! Sorry, ihr könnt nicht mitspielen. Wir sind jetzt Superhelden und ihr Loser. Okay, jetzt stehen sie alle etwas belämmert da. Wir könnten ja auch was ohne die spielen. Zum Beispiel, keine Ahnung. Meine Eltern haben was gegen Synthetik, also wird das nichts mit einem coolen Heldenkostüm. Und du? glaube, ich gehe nach Hause Star Trek Bridge Crew zocken. Okay, was war das? Wizard's Dump, ja, der Wizard, der Hexer oder Zauberer Klotz Stables. Hier Rock of Insanity. Und hier gehen wir mal in Cooper Keep rein. Das ist eh so geil, wie sie hier der eiserne Thron dort zusammen gebastelt haben. Also das ist noch original aus dem Ersten. Absolut großartig. Und da hinten bei der Puppe hier, ich glaube wahrscheinlich ist es so Sexpuppe oder was, einfach Ork drauf geschrieben. Ach ja, schön, schön. Aber ich würde sagen, ihr liebe Leute, da das jetzt so ein schöner Cut ist,
an der Stelle, beziehungsweise da die Epik hier so schön aufhört, mache ich an der Stelle meinen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play South Park, die rektakuläre Zerreißprobe auf Pelzig. Gebt mir doch einfach nochmal in die Kommentare Bescheid, Facecam ja oder nein. Das würde mich freuen, wenn ich so, sagen wir mal, 4 Zusage habe. Wenn mir 4 Leute sagen, mach die Facecam-Reihe, dann wird die auf jeden Fall ab der 4. oder 5. Episode kommen. Und bis dahin würde ich sagen, machen's gut, bis morgen. Ian Yankee.